Scholem euch Jiden von Uruguay und die schönestige Republiken. Es redet zu euch durch die Radiostation Colonia, der Jüdische Kulturkongress von Buenos Aires. Das ist sein 40. Audition. Hochschwere Radiozuhörer, auf der heutigen Audition haben wir einen außergewöhnlichen Gast. Ein Gast, auf den wir um 8 Jahre in Argentinien gewartet, und welcher ist heint die Freit von dem Bischof. Das ist der größere Schriftsteller Opatshu. Opatshu, der Meister von der Kurzerzählung, ist der Meister vom langen Roman, ist eine eigenartige Erscheinung in unserer Literatur. Er ist eigenartig damit, was hat herangebracht an einem Ton in der jüdischen Literatur. Unter die Vollblutigkeit, unter dem gewaltigen Husch für Realismus, unter das Kennen der Sehen in neu aufkommende Jeschuwim, was das jüdische Leben bringt, wie hat das der Sehen in Amerika. Oder das können reinblicken in der jüdische Vergangenheit und es aufmischen in der Form von Roman, als mir so der sein vergangene Kufes, das ist gewesen eine große neue Erscheinung in der jüdischen Literatur und das hat ihm gemacht, bringt über der ganzen Welt mit der Blitzschnellkeit, weil hat mit sein Wort, mit sein Bild, von dem blutendigen Heint, Punkt wie von dem vergangenen Nächten, hat gemacht Aufstürmen tausender Herzer. Hat zugezogen, jüdische Lerners zu können sich vertiefen in einem Heint, Punkt wie in der jüdischen Vergangenheit. Wir da in Argentinien, was machen durch als Atkufe von Beugung, Atkufe von Wehren, wir da in Argentinien, Punkt wie jeden in der größeren Amerika, haben mit einer speziellen Liebschaft sich vertieft in Opatshu, weil ist unser Schreiber, welcher verbindet Amerika mit der alten Heim, dem jüdischen Heim mit der weiteren jüdischen Vergangenheit, die jüdische Ewigkeit. Und er verfreut uns so stark, was wir haben in Argentinien zu Gast, unser Lieben, unser Teilen, unser herzigen und größten Wortsorger Opatshu. Und es freut uns, was der Kulturkongress hat auf der heutigen Audition für einen Gast, Opatshu. Und wir wollen Tage im Betten. Soll losen hören. Die Tausender und Tausender jüdische Radiozuhörer, was warten mit Ungeduld auf jeden Sonntag bei Tag. Tausender von sie, was haben nicht die Schie zu hören ihm, heute sie haben ja das Vergnügen von Lehnen im Jahr lang, sie sollen ihm jetzt hören. Und Opatshu wird reden. Was darf sein, die jüdische Literatur in die Amerikas? Und Opatshu ist der, welcher hat, mehr wie wer es ist, das Recht zu sagen uns und zu lernen uns. Was darf sein, die jüdische Literatur in die Amerikas? Das Wort hat Opatshu.